Hallihallöli, ich bin's, euer Blastingenieur und ich möchte euch heute zu meinem Evader Review oder auch nicht begrüßen. Also, ich glaube, das Video war die Evader beziehungsweise kein Review, also oder keinen mit dem K in Klammern, das habe ich bei Recon. Hey, irgendwie sowas. Ich glaube, so richtig Review wird das nicht. Wir haben da Evader. Das ist ein halbautomatisches Blästerle. Das hat da so Zusätze, mit so rot im Lämple. Und das macht genau was. Das leuchtet rot. Ja. Und da kann man da so tun, als ob man zielt, weil treffen tut man nichts. Und da kann man triggern und da kann man schießen dann nachher. Und es hat da so mehr oder weniger zuverlässig funktionierendes grünes Licht. Was macht es? Es leuchtet grün. Der Witz ist, man macht es weg. Es leuchtet da vorne. Nein, da drückt er drauf und dann leuchtet es da vorne grün. Das heißt, durch die Taste wird erkannt da vorne, ob da das dran ist. Das wäre jetzt alles nochmal. Bei der ist das da kaputt. Und wir haben das auf dem Tisch. Alle, die meinen Kanal abonniert haben, ich habe da zweite. Weil die da Honor, die macht. Ja, das ist so mäßig. Und dann haben wir da sowas. Das macht es auch ohne Magazin. Ich hab da ich hab da ein Schalterle braucht. Eigentlich wollte ich die Sicherheitsschalter behalten, aber ich hab da ein Schalterle braucht, weil der da kaputt war. Deswegen ist da die Sicherheitstechnik ein bisschen weg. Deswegen Gott das jetzt der Honau einfach auf. Ja, sind erwachsene Leute. Und die leuchtet auch grün. Ist auch grünes Licht. Und was macht's? Alle im Chor. Es leuchtet grün. Okay. Ja, den Witz habe ich jetzt aber auch schon mehr als ein paar Mal gebracht, aber im Morgen. Nee, ganze Quatsch beiseite. Ich meine, ich hoffe, ihr seid auch wegen Quatsch da, nicht wegen Bloster da. Muss ja Spaß machen. Also, wir sind heute da. Wenn ich euch noch ein Mess wäre schuld. Und vielleicht gucken wir mal, kleine Modifikation, weil ich habe die natürlich getestet. Und wir können jetzt auch über meine Definition von Besitz reden und Zeugs oder sich etwas zu eigen machen. Das ist, glaube ich, eher. Und ja. Sag mal. Gott, das ist nicht nein. Das habe ich, glaube von meiner Dominator. Das Gott dann. Das hat doch da eigentlich da durchgegangen. Weil die schießt halt. Das ist ein bisschen komisch, Blästerle. Das ist, wenn man den Aufsatz da. Ich glaube, ich stelle gerade fest, warum das so ist. Also wenn man den Aufsatz vorne dran hat, dann schießt er ein bisschen, ich glaube ein bisschen zurück nach rechts und wenn er nicht dran hat, zurück nach links oder umgekehrt. Auf jeden Fall ist es recht zuverlässig. Also wenn man dann ein bisschen auf 3 Meter sind, das sind jetzt 10 Zentimeter oder so. Oder dann halt in die eine oder andere Richtung. Das wäre jetzt noch schöner gewesen, wenn das gegangen hätte. Okay, jetzt nein Gott kostet nicht mehr raus. Oh, leck mich sogar. Hui. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so clever. Okay. Weil normalerweise hätte mir das Reale rausmachen müssen. Das müsste normal sein. Das ist gerade so, dass da hätte ich das Reale rausmachen müssen. Und dafür müsste ich das ganze Bleistuhl jetzt wieder zerlegen. Ich glaube, bin mir nicht sicher, ob das bei der Streifen nicht einfach als Nachrichtlösung ging. Wo der Hanne setzt, das macht der Hanne in dem Ich hoffe, es setzt. Das macht. Oh, wie kriege ich euch das Zeug? Das ist doch besser sichtlich. Das war eigentlich hauptsächlich Stress auf der anderen Seite. Es ist
Das falsche Relais. Gerade so viel zu eng. Uiuiui. Ja, komm, das lassen wir. Das passt doch nicht ganz rein. Der hat schon ein Wasser von der Farbe her. Ist auch schön orange und alles, aber wir machen das mal Messwerte. Oh ja. Also ich war ja bei der Modifikation von der Evader schon sehr gefrustet, weil es ist kein einfach zu modifizieren, das Blaster. Also so ein Streif ist dankbarer. Gut, in die Streif habe ich den Ding nicht reingekriegt. Das Relais. Da war die Swordfish dann einfacher. Die hat noch ein bisschen zusätzlichen Platz. Weil dann könnte man nämlich, dann muss man die ganze Schalter nicht, weil das sieht dann auch immer schäbig aus. Gut, das Relais, da hätte auch ein paar Stromschläuche vielleicht nicht geschadet. Aber ja, sie ist so wie sie ist. Aber als ich dann am nächsten Tag das hatte und dann auch mal ein paar Pfeile mit abgefeuert habe und dann war das schon ein schönes Gefühl und dann war es auch plötzlich meine Evader. Und das ist halt eine Evader. Das ist ein bisschen ein Unterschied. Aber ihr seid ja vermutlich nicht da wegen Messwerte. Das. Ja, komm. Gott sei, dass da die Batterie leer sei. Ja, legst mir sogar. Nie Gott was, wenn man was braucht. Mit der Batterie denn. Hei. Dann machen wir mal kurz Pause. Ja, dem Herrn Ingenieur ist nichts zu schwer, außer mal das Messmittel vorher zu prüfen. So. Batterie vergessen. Naja, wo waren wir stehen geblieben? Messwerte. Und erzähle ich noch, warum meine und eine. Was für mich etwas, ich glaube, im Sinne von zu eigen machen trifft es am ehesten. Jetzt gucken wir mal nach ein bisschen Zahlen. Machen wir auch mal ein bisschen was Ingenieursmäßiges. Okay, das ist jetzt alles Meter pro Sekunde. Und da haben wir im Mittelwert 17,7 Meter pro Sekunde, im Maximum 19,3 und im Minimum 14,2. 14,2 war der erste. Der ist natürlich ja nicht so berauschend. Da habe ich es nicht so arg hochdrehen lassen. Ein bisschen mehr Dampf geben sollen. Ich habe die gleich wieder reinpacken. Und dann, das heißt, 17,7 Meter pro Sekunde gilt es zu schlagen. Und ja, ich sag's mal so, ich bin da zuversichtlich optimistisch. 17,7, ihr merkt euch das. Wenn ihr euch fragt, sagt ihr Bescheid. Als ob das funktioniert hätte. Aber so, Reset. Yes, zurück. So. Und jetzt hat leer. Das Beut ist mit dem Lauf vorne. Das ist wieder so ein Kruste. Dass das mit Krust rausbläst. Was haben wir? Heute die Messwerte irgendwo durchgegangen. Nee, das sagt mir jetzt im Mittel 25,5, aber das wird eher was um 38, 39 sein. Und da haben wir halt immer wieder Ausreißer nicht 4 Meter pro Sekunde oder 4,5 Meter pro Sekunde, 11,7 Meter pro Sekunde. 11,1. Also das misst mal halt irgendeinen Scheiß. Und 37,9. Dann haben wir 38,
37,3, 35,8, 33,2. Das müsste dann 6 Stück gewesen sein. Ja, mehr haben wir auf jeden Fall. Also, die letzten 2 waren jetzt nicht so besonders. Und ja gut, das waren wahrscheinlich auch welche, wo dann eine Pfeil wahrscheinlich 2 Stücke geflogen ist. Das passiert bei dir. Das ist ein bisschen ein Nachteil an den Schwungrädler. Die brauchen schon deutlich mehr Pfeile. Also da geht halt einfach mehr kaputt. Ah ja, das ist deutlich besser. Aber ich mag das nicht, das zu messen, weil da kommt immer irgendwie nur ein Blödsinn mit raus. Also ich muss mal gucken, ob ich den Mittelwert noch ausrechne. Naja, fühlt euch frei. Aber die werde ja vorgelesen. Auf jeden Fall, das ist deutlich besser. Das haben wir auf jeden Fall. Ja, Maximum von 38, aus. Minimum 4,6. Das war halt irgendein Dreck, der mitgeflogen ist. Wahrscheinlich. Der die jetzt einmal so sage, dass das höchstwahrscheinlich so sein wird. Aber ja, ich sag's euch, das Bläschen macht einfach Spaß. Leer ist. Und macht so lange Spaß, bis das Magazin leer ist. Aber wir haben so ein großes Magazin. Gut, das ladet. Da gewöhnt man sich dran. Das ist irgendwann mal auch. Das machen wir irgendwann mal. Ich glaube, das setzen wir nächstes Jahr auf die To-Do-Liste. Automatischen Lader. Aber ich sag die Klappe halt. Da muss ich den ganzen Scheiß auch umsetzen, sonst. Das ist. Weil das muss eigentlich bloß die Pfeile richtig. Gut, die Pfeile in die richtige Richtung. Das ist wahrscheinlich. Gut, vorbei, wenn ich sie vorsortiere, ist es einfacher wahrscheinlich den Trichter neu zu schmeißen. Aber ich sag's euch, Spaß machen tut Blästerle. Das wäre jetzt noch cooler, wenn man da. Das man verziehen kann, ich euch bei der Videoaufnahme nicht zeigen, das glaubt ihr mir einfach mal. Also, weil das hat ja eigentlich 2 Schwungräder, die Gegner dreht, damit das den Pfeil stabilisieren soll. Das war, glaube ich, so die Idee dahinter. Schaut euch den Dreck da drin schon. Also ich hab schon ein bisschen mit rumgespielt. Das ist ja, das ist Spielzeug, das soll Spaß machen. Also deswegen baue ich es auf. Weil zum einen will ich euch zum Basteln motivieren und zeigen, was man so schöne Sachen machen kann. Ein bisschen was kann. Da kann man dann kann man sich Dinge zu eigen machen. Wenn bei dem Blästerle jetzt was kaputt geht, ich kann es reparieren. Das ist kein Müll dann. Also das meiste. Ich meine, klar, das Gehäuse ist bei dem Blaster nicht mehr weit her. Also der hat schon Leben gehabt. Also das ist jetzt. Deswegen habe ich den wahrscheinlich auch recht günstig gekriegt, weil. Ja. Und dann habe ich da auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich da mein eigenes Zeugs einbaue und das dann so mache, wie ich es haben will. Und ein bisschen mehr Beleuchtung und Zeugs, da erkennt man schon noch. Wenn das nicht so ein Krampf wäre, das aufzubauen. Also alles aufzumachen und zuzumachen. Oder wir machen halt einfach eine eigene Streifvariante. Da sind wir also mit den Standardkomponenten von der Streif. Weil mittlerweile habe ich ja selber, der Großteil, glaube ich, selber schon entworfen. Der Trigger noch nicht. Den habe ich. Aber da kriegt man fertige Modelle. Und den Schieber habe ich schon selber entworfen. Das Hebel da habe ich schon selber entworfen. Weil das durfte Streifhebel sein. Der Trigger ist ein bisschen anders, aber das ist auch dramatisch. Und sowas habe ich auch ruckzuck selber entworfen. Weil das ist da noch. Den Sicherheitsmechanismus konnte man nicht entfernen, weil das ist dann, drückt das dann nach unten. Da schießt man nach unten. Das hört sich schon schön an. Das hat so richtig sattes Klicken.
Das ist halt, ja, das ist halt, ja, nee. Oder ihr seht, also, da ist mit dem Blaster, da kann man ein paar nacheinander schießen und das stört die Motoren gar nicht, die ganze Technik gar nicht, die macht halt einfach. Also, das geht halt bei dem nicht. Und ne, ist ja sowieso schon schwach auf der Brust. Das war so die ganz große Enttäuschung, als ich meinen ersten Nerf Schwungrädlers Blaster gekauft habe. Und das war so ein Double Punch, glaube ich. Und echt ziemlich cooles Blasterle. Muss mal gucken, ob das auf der To-Do-Liste für diese auch noch drauf steht. Den ein bisschen zu modifizieren. Wobei, ich glaube, da haben wir kriegen können nicht so leicht ein anderer Schwungrädlers Käfig. Das ist halt zack, 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 zack. Und das geht dazu. Also, das ist halt. Ja, das macht Spaß. Das ist halt. Das war da nur drauf, irgendwann Spaß zu machen. Wenn ich einen Grund finde, dass ich sage, okay, da will ich nochmal was anderes reinbauen oder will. Ja, auf dem Tisch hört sich es nochmal anders an. Wenn ich da einen Grund finde. Aber jetzt freue ich mich erst einmal in der. Und ja, eigentlich wollte ich bloß euer Evader kaufen. Das war irgendwie so ein bisschen. Dann ist die eine nicht geliefert worden und irgendwie dann doch geliefert worden und was weiß ich. Habe ich schon zwei gefunden gehabt, die war auch recht günstig. Euer Evader wollte ich unbedingt haben, weil ich wollte mal ich mag durchsichtige Bläster lassen. Das ist, und so sind es halt dann zwei Worte, aber ja, für 2 Hände. Das ist dann. Mir gefällt's. Mir freut's. Also das entschädigt dann einfach für die ganze Nerven. Ich habe ja schon viel geflucht. Ich glaube, ein Teil vom Fluch habt ihr nicht gehört. Ich habe aber schon viel geflucht, auch während ich das da gebaut habe. Und das auf und zu machen ist schon. Und ja gut, ich habe auch ein paar Fehler gemacht. Man, das Kabel zu kurz zum Zeugs. Also, das hätte man vermeiden können. Und ihr vermeidet das auch, weil, wenn ihr das machen wollt, schaut ihr euch die Fehler an, die ich gemacht habe. Dann macht ihr die nicht. Dann spart ihr euch die Nerven. Und ich habe euch einen Dienst erwiesen, so nach dem Motto. Da haben alle was davon. Oder? Könnt ihr mehr Kommentare da lassen, wenn wir mit der irgendwann machen sollen. Das ja steht sie nicht auf der To-Do-Liste. Die ist jetzt von der To-Do-Liste abgehakt. Das mit dem Messmittel nervt, aber was soll's. Wir wissen, das hat deutlich mehr Leistung als das da. Da hätte ich wahrscheinlich doch frisch die Messungen machen sollen, aber ja, was sind so 37 Meter pro Sekunde oder sowas um den Dreh wird sein, so über den Daumen gepeilt. Und das waren 17, also da ist schon ordentlich. Das, mein, die EMRs, dann ist das Relais ist nicht arg teuer. Und Schwungrädlers Käfig, der geht auch. Ich glaube, Schwungrädler kostet 10 Euro, wobei die sind, glaube ich, ein bisschen teurer, aber der kriegt er auch günstiger. Also, weiß gar nicht. Ich hab's echt in dem Kopf. Also, bin kein Händler, bin Ingenieur. Das lieber lass mal andere. Die Naufe war halt. Also, wenn es euch bloß um ein schnelles Blästerle geht, nehmt das Streif. Das ist viel gemütlicher. Das aufmachen, Zeugs raus, Zeugs rein, zumachen. Weiter ist halt aufmachen und die ganze LED ist wieder neu fummeln. Das sieht halt schon cooler aus noch wie eine Streife. Das sieht man halt einfach. Gut, man sieht auch den ganzen Dreck. Das ist ein bisschen ein Nachteil, aber ich denke, das durfte sich vielleicht mit euch zwei geschickt Druckluftlöcher zum Auspusten erledigen lassen, aber ja. Man, gut, oder ihr nehmt euch Swordfish oder sowas, wobei die auch sündhaft teuer ist, glaube ich. Also da kostet die Hülle schon deutlich mehr wie ein gebrauchter Streif. Und da braucht er dann bei der Swordfish nur all die. Wobei, doch, das Triggersystem und Zeugs ist auch dabei. Also Schwungrädlers Käfig braucht halt. Ja,
Ihr macht es so, wie ihr denkt. Ich liefere euch Inspiration. Und dann gucken wir, was wir aus der noch machen. Da bin ich für Vorschläge offen. Wird das ja wahrscheinlich, wird das ja mit Sicherheit nichts mehr. Aber hab noch genug auf der To-Do-Liste. Wenn ihr wissen wollt, was auf meiner To-Do-Liste steht, müsst ihr gucken, was ich Anfang letzten Jahres so gesagt habe. Anfang diesen Jahres so gesagt habe. So alt ist der Kanal noch nicht. Und jetzt habe ich schon lange genug gelabert. Hoff, dass euch nicht so langweilig war. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blastingenieur.